Herzlich willkommen zum Kulturtalk. Ich freue mich sehr, weil heute habe ich einen Gast, den habe ich ganz am Anfang, das ist eines der ersten Kulturtalks überhaupt, habe ich mit ihm gemacht. Dazu mal noch beim Toni Wein. Dort hast du ein Album am Start gehabt. Salz d'Amour. Salz d'Amour, genau. Ja, Liebestanz. Ja, genau. Und jetzt schwingen wir weiter in Liebestanz. Ja, genau. Das ist so. Jetzt haben wir einfach einen Break gebraucht. Giganto heisst er übrigens, ja, bevor wir da irgendwie... das freut mich. Ja, das ist jetzt doch eigentlich eine recht lange Zeit schon her. 2019 ist es gewesen, ja, oder? 2019. Ja, 19. Schon ein paar Jahre dazwischen. Das ist schon... Und gleich hat sich, du hast mir es gerade vorher erzählt, eben so, dazu mal hast du noch CDs verkauft wie ein Weltmeister. Bist ja auch noch recht weit der Hitparade vorne gewesen. Ja. Ich glaube sogar weiter als ich, gell? Platz 4 oder so hast du einmal gehabt. 4 oder 5? Ja. Ich wüsste nicht mehr. Mathe ist nicht so jetzt weißt du, 4 oder... Ich glaube, 5 bestehen, vielleicht ist es 4. Nein, ich glaube 5. 5 ist es, glaube ich. Oder 4. Soll ich noch stellen? Wir gucken es noch. Also, genau. Was cool war zu dieser Zeit. Aber dort haben wir natürlich auch mega gepusht. Du hast ja nur eine Promomaschine gehabt, mit Videos und allem drum und dran. Ja, mit Chill Blood ausgezogen, auf dem Blick gewesen. Eben um genau das antreiben und pushen. Aber und jetzt, jetzt hast du die neue Platte drauf. Also eben ein spezielles Konzept, zwei EPs, es gibt nachher ein ganzes Album. Genau. Wo aber kaum auf deine 200 CDs kommst. Ich verkaufe es jetzt auch nur noch über mich. Vorher haben wir es auch über cd.ch, damit es eben auch bei den Charts zählt etc. Aber ich habe jetzt einfach gedacht, mittlerweile ist es mir gleich, wo das Album hergeht, was für eine Zahl die Platzierung ausmacht. Weil ich habe gemerkt, es bringt auch nichts. Also kriegst du weder mehr Konzerte, noch kriegst du mehr Fans, noch kriegst du mehr nichts. Also eigentlich wenig. So. Das ist cool für dich selber, aber du meinst, wieso denkst buche ich nicht, anstatt dass ich dir 10 Stutz an cd.ch gebe, tue ich lieber selber das Zeugs verschicken und dann habe ich einfach selber für mich ein bisschen mehr Geld zum Sound machen. Plus der Aufwand ist eben auch nicht mehr so viel, oder? Natürlich, wenn du 200 CDs verschicken musst, dann kann man schon sagen, ja, easy, machen eher das. Der Ansporn ist vielleicht auch nicht mehr so das Gleiche. Wenn du weißt, ja, du hast keine Ambitionen, um mit dem Album irgendwo zu charten, dann vermarktest du es vielleicht auch weniger. Sprich jetzt, ich sage, wenn jemand mein Album kaufen will in physischer Form, dann ist das ein Supporter und der macht es dann aus Goodwill, weil er einfach das Produkt cool findet, auch zum Innenblättern. Das hat so ein geiles ein Cover mit Booklet, alles mäßig, wirklich cool gemacht. Und der schätzt das dann. Aber vermutlich finden jetzt nicht alle, ich brauche unbedingt ein physisches Album jetzt im 2023. Was voll okay ist. Ich höre auch eigentlich alles auf Spotify. Und ich nehme es niemandem übel und sage, ich kaufe es nicht. Aber hast du jetzt irgendwie den Ausgleich, dass es dafür viel mehr gestreamt wird? Weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe das bei mir irgendwie, also dass ich praktisch kein Streaming habe. Ja. Irgendwie. Und so aus Gutwill kaufen die Leute dann noch Platten. Aber es ist einfach so ein völliges Missverhältnis. Das macht es nicht, weil es weniger CDs kaufen, kriegst du mehr Geld von der Streaming. Es werden vielleicht mehr Listeners, das ist jetzt jeweils immer gestiegen in den letzten Jahren. Aber das bringt auch kein Geld rein. Oder es ist extrem wenig. Also, ob aber 1000 monatlich oder 4000, das macht dann der Braten nicht heiß. Wegen denen zerdruckten Rapper von Spotify, die sowieso Ganova sind. Obwohl ich liebe Spotify. Aber eben, die geben den kleinen Künstlern so wenig ab, dass du... Ja, also von dem kannst du kein Brot kaufen. Aber bist du so ein Künstler, der immer wieder Singles raushaut und immer so ein bisschen... Also so ganz die Hoffnung verloren hast du ja nicht, dass du dort mal etwas reissen könntest, wie mit dem Chillblut. Ja. Das ist so. Also, Spotify ist Nonplusultra momentan. Also alle sind fokussiert auf das. Also von den Veranstaltern, von den Medienleuten. Das ist... Alles geht nur um Spotify-Zahlen, was an und für sich fast pervers ist, dass alles auf das gerichtet ist. Weil es gibt ja auch noch Apple Music und all das Zeugs. Aber das hat keine Relevanz auf das ganze Business, so wie ich es empfinde. Weil alle sind voll auf das raus. Sprich, du als Künstler bist eigentlich auch auf dem ausgelegt, komm in eine geile Playlist im besten Fall, die dich aufkatapultiert, wo die 10'000 monatliche Listeners gibt.
Und das ist schon etwas, wo man macht als Künstler. Es ist nicht unbedingt gut, weil es verleitet dich auf anderen Weg, weil du verlierst den Weg zum Musik geil machen. Weil eigentlich geht es darum, mach geilen Sound, scheißegal, was passiert, wenn was passiert. Aber ja, man geht sehr schnell. Viele sind zu fokussiert auf die Zahlen, auf Spotify, auf die Playlist, dass man den Fokus verliert. Und der Fokus ist geilen Sound machen. Ja. Respektive, weißt du, also es ist halt auch so ein Missverhältnis, oder? Du kannst mit der Musik praktisch kein Geld mehr verdienen, aber es kostet gleich ein Geld, um in einem Studio Musik aufzunehmen, oder? Und dann irgendwie so drauf kommen, wie motivierst du dich gleich, dass du immer noch neue Musik machst? Also ist halt immer noch, weil du so gerne Musik machst? Und ja, ich muss einfach sagen, ich sage mir etwa selber oder meinem Umfeld auch, ich lebe wie ein bisschen vom Applaus. Sprich, ich spiele gerne Konzerte und wir haben verschiedene Shows immer wieder. Und das nährt mich dann sozusagen. Das gibt mir so den Push, wo ich sage, mal, für das mache ich es eigentlich. Weil, wenn du einen Applaus kriegst, da blühe ich auf nachher. Dann bin ich 2-3 Tage nachher glücklich. Kannst du mir nachher sagen, was du willst, nach dem Konzert. Ich nehme alles easy auf, weil ich bin aufgetankt. Und das ist das, was mich eigentlich antreibt. Aber für das brauchst du halt auch immer wieder einmal einen neuen Song, oder? Genau, und neuen Sound. Und das bringt dann auch ein bisschen Geld rein mit dem Konzert, auf jeden Fall. Und wenn du ein bisschen clever machst, gehst du auch zum Geld. Mit Sponsoren, mit guten Deals. Und jetzt mit der richtigen Sprache. Genau. Schon so, aber aber es hat schon gewissen Einfluss. Also. Ja, also wenn du auf Romanisch machst, kriegst du vielleicht, ich sage jetzt von 3-4 verschiedenen Gönner mehr Geld. Weil es halt das Romanische pushen. Aber es macht dann alles nur noch ein paar Tausende aus. Aber jetzt habe ich gerade seit neuestem Tony Mate als Sponsor. Stimmt, das habe ich noch gesehen. Und das ist, das habe ich mit ihnen ausgehandelt. Und das ist für mich lukrativer. Weil da sind andere Summen im Spiel, wo die ein bisschen Freiraum geben nachher noch. Du kannst ein bisschen ruhiger chillen, wenn du so einen Sponsor noch hast. Wobei das Mate, das putzt ja auf, oder? Also, nein, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja. Nein, und ich finde schlussendlich ist es auch gleich, eigentlich, ob es auch kostet, so ein Projekt, Albumprojekt. Weil ich vergleiche es immer mit einem, wo biken geht oder jemand, wo Eishockey spielt. Das kostet auch alles. Und alles brauchst, ja. Und dort zahlst du je nachdem auch ein paar Tausende. Wenn du ein neues Bike willst, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, zahlst du auch Tausende. Und dort unterstützt dich niemand, um die Investition zu finanzieren. Sprich, wir Musiker sind eigentlich nicht privilegiert. Das sind nicht die Armen. Weil wenn wir für Geld anfragen, um ein paar Songs zu machen, das Album, kriegen wir meistens noch ein bisschen etwas. Also da gibt es andere Hobbys, sag jetzt mal, wo nichts kriegen. Ich bin einer, der sehr viel vergleicht. Und das gibt mir dann immer so ein bisschen das chillige Gefühl, wo ich sage, eigentlich geht es mir gut. Das ist eigentlich super alles, oder? Ja. Genau. Es braucht nicht noch eine Hitparaden-Platzierung, nichts dazu. Genau. Es ist einfach cool, dass du deinen Sound machen kannst, wenn du willst. Genau. So. Vielleicht geht es auch jetzt mit dem Alter. Das ist so, bin ich früher ein bisschen verbissener gewesen. Aber aktuell bin ich sowieso, ich tue alles so ein bisschen abwägen und sage, hey, alles ist gut. Es könnte viel schlimmer sein in allen Belangen vom Leben. Eigentlich, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, das erste Album, das du gemacht hast, so 2013, so G-Punkt, 13, ja. Genau. Dort bist du noch, dort habe ich einen Mediamarkt geschafft und das ist irgendwie so. Ja, du hast eine CD reingebracht im Mediamarkt. So, ja. Also dort hast du jetzt noch brutal viele Sachen gemacht und hast so... Ja. Hast wirklich reissen und jetzt ist einfach so, jetzt bringst du mal easy so Musik raus und... Voll. Und schön, wenn es die Leute cool finden, aber nicht schlimm, wenn jetzt einmal jemand findet, das ist Müll, was du machst. Voll. Früher ist wirklich, ich weiss, das haben vermutlich viele am Anfang. Du erwartest wie hure viel. Und beim ersten Album, was bin ich dort gewesen? 18, 19. Und dann hast du wie so gedacht, wow, du kannst jeden Stern greifen. Und bist dann auch vielleicht enttäuscht gewesen, wenn etwas nicht geklappt hat. Und eben mittlerweile, ich nehme all das, was kommt. Aber ich bin nicht mehr so verbissen auf verschiedene Sachen wie früher. Ich nehme es viel entspannter an und dann kommt es auch.
easy. Wenn es passiert, dann akzeptierst du es und wenn nicht, dann ist es einfach nicht okay. Weil eben, ich habe noch ganz andere Phasen in meinem Leben. Neben dem, dass ich Musik mache. Eben, bin ich auch noch am Arbeiten, mache ich noch Studium, habe ich noch dies, habe ich noch das, noch andere Hobbys. Ja. Darum, ich nehme es relativ sportlich und nicht allzu zu ernst. Das ist eine gute Einstellung, so sportlich nicht, das ganze Zeugs. Du hast es gerade angesprochen, eben, du studierst momentan, du wirst Primarlehrer, wenn alles gut kommt. So. Also, ist deine Musik durch das auch vielleicht ein bisschen braver geworden? Nein, oder? Das nicht. Nicht. Nein. Ist das, Nein, das ist das Ventil brauchst du, um dich auszuleben? So. Und da will ich mich auch nicht einschränken lassen. Das habe ich schon früher, als ich mit Radio Romansch geschafft habe, hat es auch so geheißen, ja, jetzt bist du in der Öffentlichkeit, redest jeden Tag mit Leuten über dies und das und machst ganz andere Musik, geht das auf, aber ich finde, es ist etwas anderes. Das ist, jeder braucht sein Ventil und nein, ich lasse mich nicht einschränken, was ich sage und über was. Das ist wie so, nein, weil sonst wäre ich im falschen Musikgenre mit dem Hip-Hop. Dann müsste ich weiß nicht, welchen Musikstil ich machen sollte, dann, aber nicht Hip-Hop. Ja, da brauche ich eine freie Schnauze. Vielleicht ein bisschen wie der Matteo, oder? Es ist schon ein bisschen... Ja, wobei eben so Volksmusikmäßig ein bisschen fast. Also so, ja, wobei er hat schon scharf Volksmusik, Folklore, so ein bisschen... Ja, populär, ja. sagen wir poppig. Ja. Aber er hat auch scharfzüngige Texte, die du gut analysieren kannst und wo du sagst, ist auch nicht ohne. Aber es ist, ja, sag mal, ich muss das richtige Wort finden. Nicht überleiter, es ist wie so verschachtelter seine Wörter oder seine Sätze vielmals. Weil, wenn er singt, hat er halt natürlich auch viel weniger Platz, um viel zu erzählen. Genau. Sprich, die Sätze, die du sagen willst, musst du irgendwie so verpacken, dass vielleicht in einem Satz 2 Sätze drin sind. Und im Rap hast du ein bisschen mehr Platz und kannst wie ein bisschen direkter sagen, was du meinst. Und das finde ich eigentlich noch cool. Also, ja, ich höre beide Arten von Musik gerne. Die Überleiten, wo du selber verschachteln musst, entschachteln und überlegen, was hat er jetzt genau gemeint in dem Satz. Aber ich mag auch voll das in die Fresse Text, wo du genau weißt, was sagt er. Sprich, es ist wie so ein bisschen beides. Es ist, kann beides liefern. Ich kann mich erinnern, einmal haben so ein paar Frauen gefunden, dass deine Texte nicht so... Also es hat einmal so einen Mini-Aufschrei gegeben von Politikerinnen. Ich weiss nicht, ob sie sich einfach irgendwie bei der Wahl ein bisschen besser platzieren haben wollen. Klar. Wo die so hergestellt haben als grösster Sexist. Ja, vor ganz so selber. Ja, wegen dem meisten Song dort. Ja, wie hast du das erlebt? Das ist auch schon länger her. Ich habe es eigentlich schon verdaut und geschluckt. Und jetzt tue ich da an neue Wunden auf. Nein, ich habe nie darüber geredet, eigentlich öffentlich. Aber dort hat es mich eigentlich schon verletzt. Und ich bin recht reflektiert. Und wo das passiert war, ich habe im einen Song, zum kurz klarstellen, dort erzählt, ich will eine Frau von oben von den Bergen. Erzähle ich. Ich will keine von der Stadt, keine schicke Mickey-Lady, sondern eine von den Bergen, eben wie wir da oben sind, so aufgewachsen, wo man noch weiss, wie man kochen kann und dass eine Kuh braun ist. Und ja, ich habe eine Frau dann mit einer Enzianblume verglichen zum Beispiel und gesagt, ja, ich erwarte Liebe, dafür gebe ich dir Treue auf ewige Treue. Und aber es ist so, aber auch ein bisschen Klischee, oder? Es genau, ist so ja, vollkommen mit Klischees. Ein bisschen ironisch gewesen. Komplett mit Klischees. Genau wie ein Krimi-Autor im privaten Leben auch kein Kriminellen ist, bin ich in meinen Texten auch nicht immer der, den ich dort erzähle. Dort haben sie mich auf jeden Fall attackiert und gesagt, man kann nicht im 2019 so über Frauen reden, dass sie kochen müssen, können und so Zeugs. Habe ich dann auf jeden Fall akzeptiert und habe es auch reflektiert und würde es vielleicht heutzutage nicht mehr so machen. Aber ja, ich finde es relativ... Heutzutage würdest du noch sagen, putzen müssen sie auch können. So. Genau. Nein, es ist so. Also ist das gar nicht... auch nie gehabt. Ist das gar nicht so heiß gegessen worden, wie es gekocht worden ist? Ja, absolut. Und ich meine, daheim bei mir koche ich und meine Freundin isst. Von dem her, weißt, es sind total andere Rollenbilder, die ich im Song erzähle, als was ich dort, als was ich eigentlich im echten Leben
haben. Aber das habe ich bei dir noch viel das Gefühl. Also weißt du, es gibt der Giganto so ein bisschen als Kunstfigur. Ja. Und dann gibt es den Ivo, der einfach so mega geerdet ist und irgendwie... Ja. Das stimmt. Hast du wie so einen Switch, wo du kannst Ja, also, es ist eben hure schwierig. Wenn du, ich sage jetzt, wenn du im Deutschen ein Deutschrapper wärst, dort kennst du deine Rolle und bist der Rapper. Und bist nebendran als Privatperson, kannst irgendjemand sein. Aber wenn du in der Schweiz bist, vor allem in Rätoromanien, es ist so klein, die Leute können nicht mehr unterscheiden, was ist der Ivo und was ist der Gigant. Das ist wie so, es ist eins. Sprich, wenn ich einen Song mache, eben über genau so Klischees, dann greifen sie mich als Person an und sagen, du meinst das so. Aber ich habe gerne nicht die Möglichkeit zu sagen, nein, das bin nicht ich in diesem Song. Aber dann gibt es wiederum andere Songs, die ich von mir aus voll erzähle. Und ich sage mal, das ist mein Inneres, was sagt. Und dort, wenn sie dann sagen, das ist der Ivo, dann sage ich, ja, das stimmt. Aber dann können auch gewisse Leute sagen, ja, das ist gar nicht der Ivo, das erzählt er einfach. Sprich, es ist wie so, es ist wirklich schwierig. Mit dem muss ich irgendwie klarkommen, oder sprich, die Leute müssen mit dem klarkommen, dass ich beides sein kann. Und dass ich schlussendlich einfach ein Künstler bin, der einfach Sachen erzählt. Ob es dann meine Geschichten sind oder nicht, ist die andere Frage. Gewisse sagen, ja, dann bist du kein Real Keeper. Ich höre nur jemandem zu, der auch wirklich von seinem Leben erzählt. Verstehe mich, wenn du in der Bronx aufgewachsen bist. Und das Problem ist, ich habe nicht... Ja. Du bist in Rabius aufgewachsen. Genau, also, neben Mario Pacchioli und Martin Candinas. Ja, zwischen ihnen. So. Ich meine, es ist behütet. Es ist eigentlich, weißt du, so das pure Gegenteil vom Ghetto, oder? Ja. Es ist so, der eine wird Nationalratspräsident, der andere ist mit Paris international unterwegs. Genau. Und du, wirst jetzt auch Lehrer. Ja, eben. Und darum kann ich auch genau so Themen erzählen, die mich einfach interessieren. Über alltägliche Dinge, wo ich muss nicht unbedingt ich habe das eigentlich noch witzig gefunden, weil es ist so ein bisschen... Also weißt du, wenn man das jetzt wirklich für bare Münzen genommen hat, dann hat man auch irgendwie so kein Verständnis für das lyrische Ich, oder? Ja, absolut. Und man muss... Weißt du, wie viele Leute singen von Mörder oder dass sie jemanden umbringen und weiss der Teufel was und... Ja, es sind aber die nettesten Menschen so nebenbei, oder? Vielleicht ist das auch ein bisschen zum Dunklen in einem rauslassen, oder? Rihanna singt auch, ich meine, der Song I just shut the man down. Ja. Irgendwie, sie dürfen mal umbringen, es passiert nichts. Man muss die Rolle ein bisschen finden, wer sagt was. Und wir haben es attackiert damals, weil sie nicht können entziffern, was ist jetzt wer, ist der Gigant, ist der Ivo. Und ich muss schon sagen, im letzten Album jetzt bin ich sehr reflektiert an den Text angegangen. Mehr. Also es ist nicht einfach fließen lassen, sondern schon, aber ich habe wie gewisse Sätze auslösen. Ja, das habe ich wie so überlegt, was könnte es auslösen. Gewisse Sachen habe ich dann wie so gedacht, da ist mir scheisse gleich, ob es etwas auslöst, ob sich jemand verletzt fühlt. Nein, nicht verletzt, ob sich auch jemand angesprochen fühlt. Und gewisse Themen habe ich dann wie so ein bisschen umgeschrieben, weil ich gewusst habe, mal, da will ich niemandem auf den Schlips treten. Sprich, es bringt ja schon etwas, wenn man jemandem auf dem Weg weist und sagt, das war nicht gut gewesen, das ist nicht gut gewesen. Darum, ich nehme gerne Kritik an, auch in Zukunft. Aber es ist immer so, der Ton macht Musik. Sprich, man kann auch jemandem direkt sagen, hey, was hast du genau gemeint in diesem Text? Ja. Wie hast du es gemeint? Und dann kommt es anders übrig. Anstatt eine Medienmitteilung. Der gehört verboten, ja. Oder? Das ist so ein bisschen das, ja. Allgemein, also das finde ich das Schlimmste, was bei dieser ganzen Diskussion um kulturelle Aneignung, um Sprache und wie sich die Sprache entwickelt und was man jetzt darf und was man nicht mehr darf. Das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, dass man den Leuten irgendwie so ein bisschen Freude daran nimmt, an der Sprache auch. Weißt, wenn du jetzt alle Texte musst gendern quasi, dann macht das nachher musikalisch nicht mehr so viel Freude, so einen Song zu machen, oder? Das ist so. Das kann einschränken, auf jeden Fall. Man kann es auch auslösen. Gleich muss man beide Seiten akzeptieren, oder? Wenn sich jemand verletzt fühlt durch einen Text, dann muss man das wahrnehmen und besser machen, oder? Ich merke es auch in der Schule jetzt, wenn ich im Studium gewisse Sachen schreiben muss über irgendwelche Arbeiten, irgendwelche wissenschaftliche Arbeiten, muss ich auch immer schauen, dass niemand auf den Schlips treten. Und das ist schon gut, du wirst sensibilisiert auf das. Verstehe aber auch, wenn es eine Gegenbewegung gibt,
verstehe es schon, wenn jemand sagt, ich will nicht mitmachen. Ich verstehe beides, aber ich finde es nicht schlimm, wenn die Diversität gefördert wird in allen Bereichen. Finde ich eigentlich relativ cool. Muss aber selber jeder für sich wissen. Ich finde es einfach schlimm, wenn etwas aufgezwungen wird. Jeder muss entscheiden können, was er will machen. Darum, wie zum Beispiel auch Husten. Ich huste und huste jetzt. Und das ist mir gleich. Ich huste, weil ich mache, was ich will und du machst, was du willst. Weißt, genau. Das ist deine Muttersprache, Horst. Nein, alles gut. Romanisch / Husten. Ja, genau so. Ich habe letztes Mal zum Kollegen gesagt, weißt, ich warte auf den Tag, wo die Romanisch Sprechenden kommen und sagen, wir haben eigentlich im Fall nur einen Witz gemacht. Die Sprache gibt es gar nicht, wir sagen einfach irgendetwas, ihr versteht es einfach nicht. Ja, es ist so. Also, Ich darf es noch nicht der Tag wird kommen. Ja, der Tag wird kommen, ich darf es noch nicht auflösen. Genau. Du bist in der richtigen Richtung, es stimmt schon. Genau. Also jetzt leuchtet dein Pager leuchtet schon wieder rot auf, kleine Romancha. Nein, das nicht sagen. Nicht aushauen. Nein, sie sind noch nicht so weit. Sie sind noch nicht so weit. Noch nicht, wir sind am März bis veröffentlicht. Genau. Nein, schon. Was ich noch fragen, du bist noch ja, da sind wir auch ein bisschen bei dem Zensur, beim Bounce Cypher bist du gewesen. Ja. Wie beobachtest du so etwas, weißt, wo dann nachher einfach stundenweise nur noch über den Text geredet wird, anstatt... Ja. Früher hatte ich das Gefühl, so, bei den ersten Cypher ist einfach so, boah, der ist so geiler Part geschrieben, so, hörst du das auch? Oder irgendwie, ja, und boah, der Milchmann muss hören, der muss hören, der muss hören, und die alle. Und heute geht es jetzt nur noch so, oh, der hat, jetzt reden wir noch eine Stunde drüber, dass jetzt der die und die beleidigt hat. Voll. Ich finde es, ja. Ist ein bisschen eine komische Entwicklung, nicht? Ich habe auch das Ganze angeschaut, an die Nachbesprechung. Und ich bin ja vor Ort gewesen, und du siehst auch, es hat eine andere Dynamik ein bisschen gekriegt. Was ja schon cool ist, aber ja, ich finde, der Fokus sollte eigentlich auf dem Rap sein. Egal wer jetzt rappt. Ist ein Mann, ist eine Frau, ist ein Junge, ist ein Alter. Geh dort hin, spit in die Rhymes, kill das Mikrofon, egal wer du beleidigst. Finde ich, weil das ist auch eine Sportart. Wenn du im Judo jemanden am Boden wirfst, sagst du auch nicht, oh, ich darf ihn eigentlich nicht am Boden werfen, weil im echten Leben darf man ja auch niemanden auf den Boden werfen. Gleich ist es beim Battlen, beim Rap. Wenn du vor einem Mic bist und Battle Rhymes bringst, dann solltest du von meiner Meinung nach jeden attackieren dürfen, wo du willst. Egal was. Weil das ist die Art von Sport vor dem Mikrofon. Und wenn es dir nicht passt, dann musst du nicht an den Cypher gehen. Dann musst du, was weiß ich, du musst halt sonst eingeladen werden bei einem Radio und dann rappst du normal. Aber an der Cypher finde ich es geil, wenn man Leute attackiert, Namen erwähnt, unter der Gürtellinie geht. Weil so habe ich Rap kennengelernt und ich feiere das weiterhin. Und ganz viele auch. Es ist ja auch eine Bubble, weißt du? Absolut. Es ist halt, weil es halt so medial alle schauen, hat es natürlich zu. Und es gehört ja beim SRF dazu. Und ja, das ist... Ich habe das so geil gefunden, weißt du, mit denen... Es hat doch eine Zeit lang die VBC gegeben. Voll. Und ich habe da jede Woche habe ich beide geschaut, beide Runden. So. Ja. Was macht der eine aus dem Beat und so. Und zum Teil, wenn du jetzt das anschaust, heutzutage dürftest du das fast nicht mehr bringen. Voll. Also weißt, und das finde ich ein bisschen, eben, das ist das, was ich gemeint habe. Also, das ist etwas verbieten und das finde ich so schade. Finde ich schon, ja. Absolut. Vor allem, eben, wenn du es sportlich nimmst, dann ist es legitim, finde ich. Aber da ist jeder anderer Meinung. Ich sehe es halt einfach wirklich als Sportart. Wenn du vor einem Mic bist, dann gehört es zum Rap-Zeugs dazu. Wie wenn du halt im Boxring drin bist. Du gibst dem anderen auch ein paar Füße. Und im echten Leben machst du es nicht. Oh, sorry, nein. Genau. Darf ich dir echt... Genau. Soll ich schnell? Dort verletzt ist halt jemand körperlich. Ja. Und bei das Bounce-Cypher verletzt halt jemand verbal. Und das ist für mich legitim. Aber eben, all das, was jemandem gefällt, muss dem anderen halt nicht gefallen. Ja. Darum geht es gegen Bewegungen. Und das ist okay. Ich hoffe einfach, dass in Zukunft dass weiterhin so Zeugs gibt bei der Cypher. Dass es richtig auf die Kacke gehauen wird und dass man sich nicht zensurieren lässt, was will man sagen und was nicht. Ja. Gibt es bei dir das Tabu? Etwas, wo du jetzt nie würdest
Ja, jetzt, zum Beispiel aufgrund von Hautfarbe. Nehme ich an, das ist jetzt etwas, wo ja, also ich gehe eh nur einmal im Jahr an dieser Bauernzeit. Also sonst hast du nicht so die Battle... Ich habe nicht ich rappe nicht über so Themen sonst. Darum ist es wie so, einmal im Jahr schiesse ich probiere zum... Auch in diesem Jahr habe ich eigentlich gegen niemanden persönlich geschossen oder gegen irgendwelche Gruppe, aber es ist so... ja, für mich... Nein, ich weiß jetzt nicht, wer ich nicht für attackieren, aber es macht auch nicht einfach Sinn, wenn ich irgendjemanden attackiere. Ich habe zum Beispiel die Polizei attackiert in einem Satz oder in 2 Sätzen. Und ich gesagt, egal was du schaffst, einfach nicht Polizist. Sprich, dann ist es für mich okay, weil ich attackiere niemanden persönlich. Ja. Aber auch dort kann man sich hinterfragen, ja, wieso attackiert die Polizei? Darf man nicht? Eben, für mich da ist gehen wir bei Morgen mal läuten. Läuten, können sie Nein, du hörst den Sport, hat gesagt, gell? Eben. Ja. Nicht Nein, es ist schwierig, ja. Nee, es ist aber ein schwieriges Thema. Ich finde trotz allem, es gibt doch so ein paar Sachen, wo ich eine gewisse Grundhaltung habe oder wo ich wichtig finde, eben, dass jemand nicht wegen der Hautfarbe oder so, weißt, absolut. Oder so. Absolut. Gewisse Themen gehen nicht heutzutage. Ja. Absolut. Und da bin ich immer schon dafür. Dort ist auch, ja, aber das ist aber vor 20 Jahren war es anders. Ja. Im Rap. Vor 20 Jahren haben sie auf alles geschissen. Ja. Und ich finde immer noch schießen auf alles. Aber klar, es gibt einfach Grundeinstellungen, die du nicht überschreiten solltest. Ja. Eben, sei es sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Religion, Herkunft. einfach so Sachen herkommt. Das sind einfach Sachen, das ist auch nicht interessant, wenn du jemanden attackierst. Ja. Das ist schon vor 20 Jahren habe ich es nicht geil gefunden und heutzutage auch nicht. Man kann jemanden so gut im Battle Rap attackieren, ohne auf diese Sachen eingehen. Sprich, die sind für mich auch tabu und das ist auch gut, wenn es gestrichen wird, aber man kann einem so gut es geht ja auch anders, eben, wenn du so schaust. Absolut. Du hast gesagt, so verschachtelt, oder? So der Part von Milchmeister war so krass wieder einmal. Ja, er hat sogar in der Story geschrieben und er hat es erklärt. So, wo du zum Teil wirklich musst 3-mal überlegen, was meint er jetzt, weißt du? Und das finde ich, das ist ganz grosse Kunst, oder? Das ist ich find, ein Wortgemetzel, weißt du, aber so mit Tiefgang, ich finde, nicht jeder kann es machen. Ja. Darum ist es Kunst. Weil es braucht schon einen gewissen Intellekt. Es muss tatsächlich da oben gut rattern, damit du das kannst machen. Aber ich finde eben genau das andere eben auch cool. Das, was ich gesagt habe, wenn es wirklich direkt kommt, ohne groß überlegen, wie können wir es noch verpacken. Ich finde beide Arten von Rap geil. Das eine ist halt spontan und das andere ist halt ein bisschen... Genau, weil einer, der es verschachteln kann, der kann es vielleicht nicht so gut direkt bringen. Darum verschachtelt das vielleicht auch. Oder auch umgekehrt. Ich finde beide Arten mega geil. Und darum ist Rap so vielfältig und darum ist es so geil. Ausser auf Rätoromanisch, da gibt es nicht so viel Auswahl. Da, wenn du Rap hören willst, gibt es mich und den Sirius. Ja. Auf Sur Silvan und dann hast du es dann. Ja, der Snook, also... Der Snook genau. Wird immer vergessen in dieser Reihe. Ist das so Diskriminierung von seinem Idiom? Ja, vom Engadin. Ist das ein bisschen... Nein, das stimmt. Ja. Aber du hast erwähnt, Sur Silvan. Ja, genau. Sonst sind wir zu dritt. Es sind eigentlich eher 3, ja. Oh. Genau. Das ist eigentlich auch noch so ein Anstups. Snook, mach jetzt mal etwas. Also, ja, gell, also schon etwas Zeit. Also. Zeit. Das ist sonst vergessen wir die. Also, das wollen wir ja nicht. Ja, nein. Ja, hast du ein paar Festivalshows der Sommer? Etwas geplant oder darfst du schon etwas sagen? Ja, verschiedene, wo wir noch unterwegs sind. Open Air Rheinwald gehen wir, Roxy Drun gehen wir rauf. In Pontresina gehen wir dann noch rein im Sommer. Ja, siehst du jetzt. Ist gut, hast du die Beleidigung gegen das Snook. Genau. Hast du ihn gleich noch erwähnt? Engadin ja, so. Wie weinst du dich? Ja, ich habe ein grosses Herz fürs Engadin. Unter anderem, ich habe ja den Sandro Dietrich als Produzent. Ja. Seit und er hat alle Songs produziert, außer einen auf dem neuen Album. Das kommt auch von einem Engadiner. Von einem Schuler und der Engadiner, der Jan Pinchera. Er ist dort aufgewachsen und lebt jetzt in Berlin. Und er hat ein Beat gemacht
Sprich, das Album, das L'Alvenera, das wird auch ein Stück engadinisch daherkommen, in dem Fall. Weil der Beat kommt von ihm, mit Einfluss aus Berlin. Du hast doch noch einen Gast so aus dem Engadin auch noch. Stimmt, ja, genau. Ich weiss. Stimmt, der kommt auch noch auf dem Album drauf. Ja, der Calendar Boy himself. Calendar Boy. Wo und wie, in welcher Konstellation, sage ich noch nicht, aber eigentlich schon 2 Engadiner, beide von Schule, stark repräsentiert das Unterengadin. Genau, das ist ja. Beide werden... Es wird niemand zurückgelassen mit dem Romanischen. So. Nein, da sind wir divers. Alle 25'000 Leute. Genau. Nein, wie viel gibt es eigentlich jetzt aktuell? Verfolgst du die Zahlen noch? Niemand kann es richtig verfolgen. Ja. Man sagt zwischen 60 und 80'000. Ich sage 80. Ja. Immer ein bisschen mehr. Genau. Wirkt ein bisschen besser. Gibt auch mehr Subventionen. Vermutlich. Darum sage ich, ich denke so um die 70'000 denke ich schon. Aber eben, es gibt noch viele, die es verstehen, die nicht reden können und wo Dunkelziffer ist. Dunkelziffer vom Romanisch Sprechenden. Ja. Ich meine, wenn du auf Thailand gehst oder auf Amerika und dann fragen sie, welche Sprache reden sie in Graubünden, dann sagst du auf dem Motto, Romanisch. Ja, do you speak Romansch? Dann sagst du auf dem Motto, ja, klar, Chichapurla. Du, vermutlich. Genau. Und dann, sprich, jeder identifiziert sich dann vielleicht mehr oder weniger und dann weisst du nie, wie viel gibt es wirklich Geräte Romanen. Darum, nächstes Mal, wenn du in die Ferien gehst, denkst du an mich, wenn du erzählst. Mein Leid romanisch so. Ja, Scarnuzza, Pimpels und so. Wichtig, Gasta der Kadaver. Der ist gut. Was hast du noch auf Lager, auf Romanisch? So Flampenia. Also, weißt, meine Mama ist, die hat auch noch mal ein anderes Idiom, glaube ich. Auf der Lenzerheide oben, dort ein anderes, glaube ich. Surmiran haben sie oben, ja. Oder ja, aber ich habe leider nicht mitgekriegt. So. Und darum, ja, aber so Flampenia ist auch gut. Ja, genau. Spetschi im Moment. Spetschi im Moment. Das hat sie immer gesagt, wenn wir Scheiß gemacht haben im Hintergrund, hat sie gesagt, Spetschi im Moment. Und dann so abgehört. So, genau. Warte einen kleinen Moment, ich muss den Golf schauen. Ja, genau. Das ist gut, das ist wichtig. Jetzt hast du selber das sind kind. So ein bisschen, kannst du jetzt brauchen. Ja, genau, das sind so ein bisschen die, wo man nächstes Mal lütst mir an und dann brauchst du den. Moment. Spetschi im Moment, Gigi. Ja. Genau. Hey, nein, super. Danke vielmals, dass du da bist. Ja, danke. Ja, zum zweiten Mal. Ja. So. Alle guten Dinge sind mindestens 3. Ja, ich hoffe, dass das nächste Album nicht wieder so lange geht. Oder ja, so. Das stimmt. Dass eine Einladung kommt von mir. Ja, ich muss ich mich selber ein bisschen... Ja, nein, ich muss jetzt Gas geben wieder. Jetzt sind wir eigentlich schon am Planen für das nächste im Sommer, was wir machen. Also das mal ganz gut. Ich will nicht mehr so lange brauchen. Ja, hast schon ein bisschen rumgelernt. Das kannst du notieren bei dir Album, und nächstes Mal, wenn ich vorbeikomme, kannst du mal rausnehmen, den Satz noch. Wir machen schon mal einen Termin für den nächsten Kulturtag. Ja. Am besten mal auf Ende Jahr, dann habe ich Druck, dann komme ich gerade vorbei. Ja, dann muss ich liefern. Nächstes Jahr gibt es ein neues Album von dir, gell? Habe ich gehört. Ende dieses Jahr noch. Ja. Hey, nein, super, danke, dass du da bist. Danke dir vielmals. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Das war der Kulturtalk mit dem Giganto. Sein neues Album gibt es überall zum Streamen oder auch noch für die wenigen, die einen CD-Player haben, zum Kaufen. Und so ein lässiges Jäckchen gibt es auch noch dazu, glaube ich. Mit L'Alvenera. Das heisst eigentlich die weiße Schwarze. Die weiße Schwarze. Die erste EP heisst die Schwarze, die zweite die weiße und das Album ist der Mix. Die weiße Schwarze. Jetzt kannst du gerade mehr Romanisch. Ja, schau jetzt, das ist super. Genau. Ja.